Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Herzlich willkommen bei einem wunderschönen, wir haben gewonnen? Hey und ciao! Also, das passiert mir ungefähr jetzt schon das 50. Mal, obwohl ich erst ungefähr das 7. Mal spiele. Und das Schöne ist ja, hab mich kurz eingespielt jetzt und immer noch Schwarzbild. Scheiß die Wand an. Wir haben Medal of Honor Warfighter und heute gibt es das erste Hate Play, also ein Hass-Gameplay, ja, ein Hassspiel eigentlich. Weil ich mich immer noch aufregen muss über dieses Spiel. Es ist so, ich mache mir auf jeden Fall sehr viele Feinde, wenn ich was sage, ja, lad halt deine Scheißrunde oder was. Leck mich doch, mein Gott. Es ist ja so, es kam heute raus, wunderbares Spiel. Ja, tolles Spiel. Innovation. Boah, der haben wir jetzt vergessen. Verdammt, wir wussten, da war noch was. Jetzt haben wir halt die Innovation vergessen. Spaß am Spiel. C-Fix haben wir auch nicht eingepackt. Ja, leck mich doch, lad halt die Runde, du Arschloch. Dann halt nicht, dann machen wir halt, dann suchen wir halt noch ein Spiel, ist ja auch lustig. Endlich geht's weiter, dauert ja auch nicht lange. Bloß ungefähr aus 5 Scheiß-Servern ein Scheiß-Ding suchen. Warum gibt's das, warum machen wir das denn wieder im Battlelog-Style? Warum machen wir das jetzt wieder? Ach ja, stimmt, wir wollen die Spiele ärgern. Ja, genau, das war ja schon, ja, mach doch mal die Falle, Arschloch. Leck mich doch. Ich muss jetzt hier 5 Stunden warten, damit ich hier bei meinem unglaublich tollen Buddy spawnen kann. Ja, das ist ja auch eine super tolle Idee. Mach mal was Doofes. Ja, der Buddy Spawn. Ja, er schießt mich halt hinter dem verkackten Scheißdraht. Es ist nicht so, dass ich schlecht wäre. Es ist bloß so, dass ich das Spiel ein bisschen doof finde. Ich weiß ja nicht, wie ich es ausdrücken soll. Aber erstmal die Sache mit dem verkackten, Kampfgebiet. Ja, ich darf hier nicht stehen. Ey, auf keinen Fall. Schaut's auf, dass da keiner steht, Jungs. Sonst stirbt er gleich. Ja? Warum na bitte? Was ist denn das für eine... Ja, schmeiß eine Zigarettenschachtel. Hey, ist das eine Zigarettenschachtel oder was ist denn das jetzt bitte? Angreifer, eine Annäherung. Ach, nein, das sind Zigarettenschachteln. Ich gehe da, das sind Zigarettenschachteln oder so. Oder ein Kaffeepäckchen, geht auch noch, ja. Da, Gegner, raucht ein paar Schachteln, dann stirbt er auch irgendwann. Ja, genauso ist es doch. Warum hat denn der eine verkackte Annäherungsmine? Das ist ja genauso schlimm wie eine Claymore. Ich will ja nicht sagen, dass alles schlecht ist. Oh, du bist so schlecht, oder... Na, wo hat na... 37, ach ja, auf einmal ist da der Winkel schöner, ja. Das haben sie auch bloß hingebogen. Erstmal Kaffeepäckchen schmeißen. Dann, warum gibt's wieder so eine Scheiße? Das Kampfgebiet darf nicht verlassen werden. Weil, wenn man das verlässt, ja dann, stirbt man ja. Weil man ja nicht bei seiner Einheit ist. Und das darf man nicht. Fatti, schau da an, dann Bub, ist er wieder nicht im Kampfgebiet. Ja? Leck mich doch. Ja, natürlich. Wenn der einmal schießt, dann bin ich tot. Wenn ich einmal schieße, dann haben die Gegner noch 80% Leben. Ja, ist doch nicht so wild. Ach, habe ich ihm die Schulter weggerissen? Ist nicht so schlimm. Ja, ist doch eigentlich halb so wild. Hey, scheiß doch auf die einen Schulter. Ich habe doch noch eine andere Schulter. Ja, ist doch völlig wurscht. Schmeiß halt mal das Päckchen einen Meter weiter, du Arschloch. Was ist da jetzt explodiert? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was eine Macmillan ist. Und ich weiß nicht, was eine DD-MK18 ist. Super, wir erfinden neue Namen, Waffennamen. Ja, schön. Ja, ist aber, oh, ja, schön. Manchmal ist mir aufgefallen, braucht der Scharfschütze, also der richtige Scharfschütze, hat immer ein Schaf dabei eigentlich, dass sein Schütze, Entschuldigung, dass sein Schütze auch schön scharf ist, aber hier heute eben leider nicht. Haben wir kein Schaf dabei, ist gerade die Infiltration der Schafe unterwegs. Warum töten meine Schüsse nicht mit einmal und seine schon? Das ist immer so eine Frage, die stelle ich mir eigentlich seit jeder scheiß Runde jetzt schon. Ein anderes Ding ist, wie schaffen die Spieler immer, dass sie von der Ecke raus... wo war der Etzer? Ach ja, hinter der Wand stand er. Ja, na dann.
Anderes Ding. Warum sehe ich auf den Köpfen der anderen Spieler, wenn ich gar nicht weiß, wo sie sind, komische Ausrufezeichen oder Kreise oder Sims-Punkte oder was das immer sein soll? Warum brauche ich das? Gab es das im Krieg damals auch? Ich glaube fast nicht. Also, ich glaube es halt einfach nicht. Es kann schon sein, aber es ist halt, die Chance ist halt ziemlich gering. Ah, spann doch einfach mal ein Netz, das macht auch keiner kaputt. Wir haben ja Zeit, wir spannen das ganze Scheißding voller Netze und dann bauen wir noch einen Turm für die Kinder, was die spielen können. Ja, sehr schön. Also, warum braucht man so eine Scheiße? Oh, das Kampfgebiet, du verlässt das Kampfgebiet, du bist scheiße. Wen interessiert denn das bitte, wo man steht? Ach ja, lad doch gleich zweimal nach, du dummes Arschloch. Dann bist ganz sicher, dass da auch wirklich eine Kugel drin ist. Mein Gott. Ja, darf ich jetzt nicht einen Meter neben meiner Einheit stehen? Ist das dann uncool oder was? Oder ist das dann gefährlich für mich? Weil ich ja nicht in meiner gewohnten Umgebung bin. Und ich als Soldat, ich kenne mich ja eh nicht aus, ja? Also, es ist schon realistisch, das Spiel. Ich kenne mich ja eh nicht aus. Warum soll ich dann überleben, einen Meter neben der Linie? Mein Gott. Ich werde mal jetzt einfach die ganzen klassen Waffen jetzt hier durchprobieren. Gegner, Nixos, Gegner. Ah, da hinten war der Gegner. Natürlich, wenn ich einmal angeschossen werde, dann bin ich sofort tot und schon begraben und schon verbrennt und schon wurde aufgefressen, auch schon. Aber wehe, ich schieß mal einen an, hey. Ja, dann, hey. Ja, wenn ich den anderen ist das was ganz anderes, hey. Ja, dann kann man hier eine Ausnahme machen. Ja, dann geht das schon. Was ist das für eine Waffe? Hat 19 verschissene Schuss. Und, weiß ich nicht, was, da kann man ja nicht mal einen Hasen töten damit, der irgendwie auf meinen Fuß gerade drauf kackt. Was haben wir hier? Oh, den Kanonier, hey. Das ist mal eine Klasse, ja, der hat Zeit, der chillt da umeinander. Der Buddy ist immer in Gefahr, er ist im Krieg. Was ist das für eine... Oh nee, ich bin in Gefahr gerade, kannst du nicht bei mir spawnen. Wenn ich aber gerade Kaffee trinke, dann kannst du neben mir dich hinsetzen. Was ist denn das für eine blöde Überlegung? Wenn mein Buddy in Gefahr ist, ja, das passt, dann kann da keiner kommen. Aber wenn er gerade Zeit hat, ja dann. Wenn er Gefahr hat, nee, der braucht keine Hilfe. Hey, scheiß auch Hilfe, du. Nee, bloß weg. Hilf mir bloß nicht, mein Kumpel. Ja, scheiß doch drauf. Das darf gar nicht sein. Bleib weg, ich schaff das schon. Ja, wenn die Gefahr weg ist, wenn keiner in meiner Nähe ist, dann können wir anfangen, dass du bei mir jetzt auftauchst. Ja, Scheißdreck. Ich bin jetzt gerade zwar 2/12, also ich bin sauschlecht, das ist glaube ich 2/12, das sind ungefähr, ist 1/6, schon gekürzt, wenn man das auf 100 hochrechnet. Ja, ungefähr mal 10, also ich weiß es nicht, 0,2 oder so. Entschuldigung. War jetzt das Ding hier? War also auch nicht so schön. Warum sehe ich auf meinen Gegnern, den Köpfen, komische rote Punkte? Ich will nicht Sims spielen. Ich will auch nicht wissen, wo es... Ich will bloß sehen, dass sie da sind. Ich will meine Gegner erkennen. Und nicht irgendwie, ach, roter Punkt. Was ist denn das für ein Scheißdreck? Oh Gott, hey. Nächstes Mal gibt es auch ein schönes Thema. Das fällt mir dann nächstes Mal spontan ein, wenn ich das Spiel anmache, weil es ja so scheiße ist, C-Fix. Schreibt mir eure Meinung doch bitte in die Kommentare. Also, Kritik ist sehr erwünscht, ja. Ich bin ein sehr kritikfähiger Mensch und freue mich schon auf die Basilan-Folge. Die kommt auch als Folge dieser Folge. Ja, bis gleich. Bleibt so schön.